Hallihallöle, ich bin's wieder, euer Blaster-Ingenieur. Da haben wir, was ist das? Riken CS6, also eigentlich Riken Mark I. Und heute wollen wir doch mal, also das ist eine andere, die hat das Ding da unten nicht drin. Das machen wir heute raus, weil das kommt in die andere rein. Also, ich habe da zwei gekauft, weil bei der einen hat das Zielvisier gefällt und das wollte ich haben. Und da war das günstiger, dann eine zweite zu kaufen, wie das Zielvisier extra zu kaufen. Und ich dachte, komm, ist sowieso mal ganz gut, wenn man da nicht das schönste Blaster nennt, um da was umzubasteln. Dann tut es auch irgendwas, was schon heftig bespielt ist. Weil, ja, die Teile, die packen wir auch mal auf Zeit. Die brauchen wir vielleicht später noch irgendwann mal. Aber ja, für jetzt reicht uns das Ding da noch. Und so langfristig habe ich da einiges auch mit vor mit dem. Also das soll nachher schon was werden. Aber wenn man das zurückziehen, das gefällt mir so bei den Blasterle. Und da steht, wo steht das, dass man das nicht modifizieren soll? Steht da gar nicht. Das heißt, den Blaster darf man modifizieren. Steht da gar nicht. Ja, das ist wohl erlaubt von der Firma, den zu modifizieren, dann machen wir das auch. Aber erst einmal schauen wir denn, was denn das Ding unmodifiziert kann. Weil ich glaube, danach kommt jetzt nicht arg viel mehr Leistung raus. Aber die Modifikation, so wie ich das vorhabe, dass man das Relais und alles tauscht, das bringt uns den Vorteil, dass wir langfristig mehr draus machen können. Weil ich hab da ein bisschen was vor. Das zähle ich euch dann zum Schluss noch. So, jetzt gucken wir mal. 19,4. 18,8. Bleibt da. Muss man eine neue holen. 18,4. Ja, das hat man vorm Schießen. So, der war gnädig. Das ist 19. Ja. 18,3. Und wenn wir richtig zählt haben, müsste das jetzt der letzte sein. 18,5. Das macht dann einen Durchschnitt von 18,7. Das soll ich dann reinladen. Also 18,7, ein Minimum von 18,3 und ein Maximum von, bleibst du da, von Maximum von 19,4. Also recht nah beieinander liegende Werte. So, das packen wir auf Seite. Dann hätte ich sagen, machen wir das Ding mal auf und schwätzen weiter. Bis gleich. So, da sind wir. Und ich bin vorsichtig optimistisch, dass das vielleicht einmal ein kurzes Video wird. Seit ich den Kanal habe, will ich 5 Minuten, also zusammengeschnitten 5 Minuten Umbauvideo mal hinkriegen. Und ja, das wird ein kurzes Video. Weil mir fällt da nämlich was auf. Scheißele. Ich hab gedacht, ich habe alle Teile da. Scheiß drauf. Das war jetzt so nicht geplant. Scheißele. Das heißt, das gehört dann noch so rein. Und ich habe echt gedacht, das ist jetzt. Das ist ärgerlich. Müsste ich. Das täte zumindest mal reinpassen. Das tut mir jetzt leid. Das Scheiß. Ja, das wurde ein Kurzvideo.
Äh, das ist wichtig, bevor man ein Projekt anfängt. Das hat man gerade noch auf ein bisschen verstärkt irgendwie, oder? Gott, das noch so. Was ich jetzt da habe, das 3D-druckte, das kann ich euch mal zeigen. Was natürlich jetzt fehlt, ist doch das, weil das geht nicht. Das ist. Ja, das kann man dann nachher so nicht spannen. Das ist das Original. Das geht dann so. Das ist eigentlich der Stößel und unsere Rälle. Das schiebt dann die Luft nach vorne und die geht dann aus. Ha. Beim ersten, also das ist jetzt eine peinliche Nummer. Beim ersten Mal habe ich festgestellt, ja, die Innenreihe können wir da nicht einbauen, weil das Federle hinter durchrutscht. Jetzt muss ich feststellen, ja, das habe ich jetzt alles in der Riken Mark II verbaut. Jetzt können wir, das habe ich das natürlich nicht mehr verfügbar. Das ist, ja, das jetzt ein bisschen, ist jetzt ein bisschen blöd. Brauchen wir den ganzen Krust eigentlich nicht, kann man eigentlich auch gleich raus tun. Den Scheiß brauchen wir nicht. Und das noch. Ja, dann kann ich euch aber erzählen, was ich denn so vorhabe, dass ich, also, weil das habe ich euch am Ende des Videos ja versprochen. Ja. Das wird dann halt unnötiger Zweiteiler, das war jetzt so nicht geplant. Aber dann hätte ich sagen, bestelle ich den Doll dafür. Das, ja, da vorne will ich dann für halbe Pfeile machen, auch noch langfristig. Aber jetzt muss ich das so doll dafür bestellen. Weil jetzt brauchen wir dann den. Vielleicht finde ich das als 3D-Druck. Das wird das. Dass ich das. Weil von den Riken Mark II habe ich jetzt nicht so viele da, dass ich die zerlegen könnte. Oder auch nicht. Weil da müsste ich. Eigentlich irgendwo müsste ich das. Da habe ich doch das andere eingebaut. Ich werde mal sagen, bevor ich das müsste ich eigentlich da haben. Weil da habe ich das Metall nicht eingebaut. Ich werde sagen, bevor wir da so anfangen rumzuheilen. Ich gucke mal. Bis gleich. Ah, war doch falscher Alarm. Ich hab's doch da. Ich hab mir gedacht, ich hab doch Riken Mark II zerlegt oder habe ja anders eingebaut. Also, ja, also das brauchen wir alles nicht mehr. Dann brauchen wir das da. Das muss da rein. Das dann noch so rein. Da rein. Das ist zu. Dann muss das noch vorne. Wollen wir da gleich. Wenn wir schon offen haben. Gleich das Richtige. Dann machen wir das dann rein. Das müssen wir dann halt auch immer einfetten. Ach, ist das Fädel raus. Ich würde jetzt sagen, das baue ich im Schnelldurchlauf zusammen. Dann bis gleich. Ah, ich habe wohl wieder irgendwas falsch gemacht beim Zusammenbauen. Das hat normalerweise jetzt zurückgegangen und das. Ah, scheiße. Das
Das seht ihr jetzt schlecht. Rastet jetzt auch nicht. Ah, Scheiße. Das heißt, wieder zerlegen und nochmal machen. Das ist so langsam, soll das von mir gewohnt sein. Aber dass ich das rauslasse, habe ich Absicht. Das brauche ich für die andere. Ja. Und heute auch schlecht vorbereitet. Erstmal das Fett suchen müssen, nachdem ich auf die Aufnahme gedrückt habe. Ja. Dann machen wir das nochmal. Bis gleich. Ja gut, das ist klar, dass das nicht Gott, das Ding ist anders. Das, ja. Dann habe ich bei der Streifen nicht erzählt. Erst Eifette, wenn man wirklich weiß, wie man noch haben will. Naja, halt mich da auch nicht dran, aber das ist dann für eure Unterhaltung. Den Verschluss da, das habe ich jetzt einfach entfernt. Das ist blöd. Aber so theoretisch, der müsste jetzt gehen sollen. Also so theoretisch halt. Das heißt, das müsste jetzt so. Gibt es da überhaupt? So müsste es dann heute. Da ich sage, die einzigste Möglichkeit, das rauszufinden, ist Zusammenbauer und Test. Und dann sprechen wir weiter. Bis leider. Ja, dann sprechen wir weiter. Ja, das gibt Abzug auf der Schwabenskala. Da schwätzen wir weiter natürlich. Und bevor ich das jetzt komplett zusammenbaue. Ja, scheiße Gott. Zumindest lässt sich jetzt nach Ende ziehen, aber warum rastet das nicht ein? Da rastet die aus, wenn das nicht einrastet. Muss ich da. Das ist ja scheiß. Okay, das kostet, dass das. Sie gucken. Oh Gott, das nicht. Das hatten wir doch schon mal bei einer. Das müsste es. Jetzt. Das geht nicht ganz nach Ende. Okay, das ist eine schwache Nummer. Kommt. Also so prinzipiell Gott's. Aber irgendwie halt doch nicht. Puh. Ja, woran liegt es? Da brauchen wir die Messwerte gar nicht erfassen. Das ist schlecht. Schlecht, hätte ich sagen. Oder ist da nur irgendwo. Gottes. Okay. Warum das aber nicht ganz zurückkommt, das weiß ich nicht. Also das ist jetzt halt. Ja. Ein Fusch. Also anders kann man es nicht sagen. Ich denke, da brauchen wir die andere Schraube jetzt auch nicht reinmachen, weil das müssen wir so wieder aufmachen. Pfeile muss man natürlich nicht tun. Aber da gucken wir doch mal, was das Messmittel Nummer 3 dazu sagt. Uiuiuiui. So. Okay. Das ist
14,9, 13,6. Das ist ja schwach. Das sind überhaupt richtig lädt. Ach, da hat es so ein Neiglader. Ach, das verstand ich nicht. Das Gott, das ist nicht weit genug zurück, dass das gar nicht hätte. Ich dachte, das wäre einfach austauschbar. Aber das ist ja im Originalzustand deutlich besser gewesen. Also da brauchen wir die Messwerte gar nicht anschauen. Aber also ein Mittelwert von 13,7, das ist es. Ja, keine Leistung. Das verstand ich nicht, warum das nicht einrastet. Das verstand ich nicht. Gut, das ist glaube ich normal, das hat doch irgendwo. Das ist jetzt halt auch. Das ist scheiße. Kann man das so? Ja, ihr seht, das aber ein schlechtes Ergebnis ist ein Ergebnis. Was man noch probieren kann, wenn ihr ein bisschen Zeit habt, vielleicht kurz mit dem. Das machen wir auch mal kurz einen Schnelldurchlauf. Dann bis gleich. Hey, jetzt wird's klar, warum das nicht Gott. Das andere Einbau wird da gar nichts bringen. Guckt, das müsste man so weit zurückschieben und dann ist das da vorne. Das ist arg unter Spannung. Das heißt, da müsste man eigentlich die ganze Ecke wegsägen. Von dem Reale da. Und dann tät das gegangen. Und da können wir auch eine ganze Ecke wegsägen. Und ich würde sagen, das machen wir einfach. Ich will hier schon, dass das geht. Aber Säge braucht euch nicht auch so. Dann machen wir da einfach ganz Säge weg. So wie ich es gesagt habe, genau. Bis gleich. So, oder Magie einer Säge. Aus 1 macht 2. Ja, 2 und viele Krümel. Also den Teil habe ich nicht entgradet, aber das da. Da würde ich sagen, jetzt gucken wir mal. Jetzt gucken. Bin gespannt wie ein Flitzebogen. Oder hoffentlich bald wie das Bleisterle. Das sollte ja da rein damit. Ja, Hände wieder fertig. Wie schon gesagt, ich hab's euch gesagt bei der Streif. Ihr seht, wie gut ich mich an meine eigenen Ratschläge halte. Ihr müsst das machen, was ich sage, nicht das, was ich mache. Jetzt dürfte es ganz nach hinten gehen. Jetzt sage wir bauen es zusammen. Dann finden wir es raus. So. Das Stift muss nach unten rein. Dann muss das zuerst rein. So langsam kriege ich Übung da drin, wenn man so Riken CS6 zusammenbaut oder auch Riken Mark Dingens Mark II und auch mein Worker Prophecy, das ist ja, glaube das
selbe Prinzip. Die habe ich auch schon mehr als ein paar Mal zusammengebaut. Also so langsam kriege ich Übung drin. So, bleib ganz ruhig. Ich würde sagen, der Rest mache ich im Schnelldurchlauf. Bis gleich. Ja, das ist mir da tatsächlich das Federle verloren gegangen zu dem Dingle. Das ist natürlich das, brauche ich, gut, das könnte ich trotzdem einbauen, aber also, braucht ein bisschen Gewalt. Aber Gott. So, dann schauen wir mal, was Messmittel dazu sagt, ob sich was geändert hat. Und ich suche noch das Federle, das baue ich dann vielleicht irgendwann mal ein, wenn ich es dann gefunden habe. Das dürfte ja einfach gehen, das müsste man bloß oben auseinanderschrauben. Das müsste. Also da müsste es nicht helfen bei der Suche. So. Ja, so. Ja, da fliegt er einfach raus. Okay, ja, das ist jetzt, was haben wir, 14,3 im Durchschnitt, 13,8 im Minimum und 14,7 Maximum. Für die Leute, die aufpasst haben, das ist eine ganze Ecke schlechter wie vorher. Aber das ist erst der Anfang der Modifikationen. Daher, ja. Also, da habe ich schon ein bisschen was vor. Das finde ich einfach cool. Ja. Gut, die Profis nehmen danach, nachdem sie das raus da haben, wieder Vollmagazin, aber das ist einfach, ich mag das an dem Blaster. Also prinzipiell riechen, das macht ja bei den Gebäuden keinen Unterschied. Gut, und wenn wir jetzt die ganze Sperre rausgemacht haben, kann man das einfach so machen. Das kann nicht gut sein für den Blaster. Dass man da gar so viel Gold braucht. Einmal sehen, vielleicht geht was kaputt, dann müssen wir es reparieren. So. Profi vorher zuerst nachladen. Erst Krach mal und dann. Jetzt einer ist auf den Boden gefallen. Zack, zack. Das ist leer. So, genug Spaß für heute. Wobei das halt schon cool ist. Aber das hinter. Ich meine, das bringt jetzt nichts, aber das ist halt. Ja. Das macht Spaß. Und der sieht schon richtig schön abgriffen aus. Und was ich davor habe, da war es für kurze Pfeile. Das Einzige, was mich stört, dass ihr das Magazin tauschen müsstet. Also, das wäre jetzt kein Problem. Aber das kriegt man so in dem schönen Orange nicht. Zumindest ich habe es nicht gefunden. Und dann macht man da vorne einen Lauf drin. Und da versteckt man dann den anderen Lauf drin. Dass man das auf den ersten Blick nicht sieht. Das ist so meine Idee. Und dann können wir da richtig dolles Blästerle draus machen. Weil, ja, mit dem haben wir jetzt halt, da haben wir nicht viel Möglichkeiten zum Rumspielen. Und so haben wir jetzt schon
das gefällt mir noch nicht ganz. Aber das kriegen wir schon noch hin. Oder gucken wir. Einfach schön. Wie der Schlitten das automatisch mit der Feder nach vorne springt. Oder kann man dann zack, zack, neues Magazin rein, zack. Ja, völlig unnötig, aber es macht Spaß. Also dann basteln wir es wieder zusammen, dass es ein schönes Bild zum Schluss gibt. Und dann gucken wir, dass ich die Teile dafür bestelle. Das kann ein bisschen dauern, also das. Und dann basteln wir weiter. Und euch wünsche ich auch viel Spaß beim Basteln. Bis dann, euer Blaster-Ingenieur.